Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Fadewitson und habe heute für euch ein Manning 2 Geheimnis, das wo vielleicht der eine oder andere kennt. Ich habe es noch nicht kennt, vielleicht geht's mehrere so und deswegen das Video. Da darf man sagen, packen wir's. So, dann fangen wir gleich mal an mit dem Ganzen. Es dauert nicht lang. Starten tut das Geheimnis oder die Sequenz nach dem, wie sagt man da, Krokodilskäfig. Ja, da wo der Dicke rauskommt, der wo man platt machen muss. Und es geht darum, die Bienenkästen da hinten, das ist das erste Ding, zu finden und zu zerstören. Ja, von den Dingen gibt es 5 an der Zahl. Die werde ich mit euch jetzt halt ablaufen. Aber ich schauen, dass die ganze Scheiben da kaputt sind. Und es sind ja im ganzen Areal, wo es jetzt da kommt, sonst nichts. Da ist keiner da. Da kommen kein Gegner und gar nichts. Stehen eben die Wabendinger da umeinander. Und ich schneide jetzt das Video mit Absicht nicht, dass man sieht, wo ich umeinander tanze. Ich habe da halt noch eingesammelt, was ein wenig so umeinander liegt, aber die Loot-Punkte kennt ja jeder. Aber ich habe mir halt gedacht, ich mache jetzt das Video, weil ich weiß das tatsächlich noch nicht lang mit den Waben. Jetzt spiele ich das Spiel aber auch schon 4, 5 Jahre fast, seit das rausgekommen ist. Und auf das bin ich tatsächlich auch noch nicht gekommen. Wie gesagt, die 5 Teile, die sind in dem Areal da komplett verstrahlt. Von links haben wir gekommen, dann haben rechts 2 und dann bin ich einfach über ringsherum gerannt. Also linksherum. Und da finden sie dann die anderen 3. Dahinter ist ein Ausgang. Ja, wie gesagt, hinten rechts ist der Ausgang, da wo der orange Punkt umeinander eiert. Ja, die ganzen Lootkisten, weiß vielleicht der eine oder andere auch noch nicht, dass man da noch ein bisschen was einsammeln kann. Das hat mich fasziniert, da steht nämlich ein Scharfschützengewehr drin und ich muss echt passen. Ich weiß nicht, hat es in der Story was zum Tor gehabt da? Reinkommen tut man nicht, ich habe da verzweifelt versucht reinzukommen. Es ist ein Hund abgebildet, beziehungsweise ein Schatten von einem Hund. Vielleicht ist da tatsächlich nur was Verstecktes, was ich jetzt auch noch nicht weiß. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr da was drauf habt, das was ich nicht weiß. Dann bin ich mal gespannt. Ja, da steht das nächste Kastel. Dann hätten wir schon 3 an der Zahl, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann ist ein bisschen versteckt noch einer. Der steht so ein wenig deppert hinter einem Lastwagen, den kann man leicht übersehen. Ich bin einfach über links am Rand von dem ganzen Areal rundum gerannt. Da kannst du dann fast gar nicht auslassen. Weil es funktioniert ja nur, also die Reihenfolge von den Dingen ist tatsächlich wurscht. In was für einer Reihenfolge, dass man es abschießt. Hauptsache man erwischt alle 5. Ich bin jetzt mit Absicht da ein bisschen deppert umeinander gerannt. Und da hinten auf der rechten Seite bei dem Wohn müsste auch noch mit einer sein. Nein, da war es jetzt nicht. Ja, aber das ist auf alle Fälle da. Da steht also ein Wagerl umeinander und hinter dem Wagerl ist dann mal ans Heer wahrscheinlich gewesen. Hinter dem Wagerl versteckt sie eben auch noch mal so ein Teil. Und das habe ich mal eine Zeit lang nicht gefunden. Da ist, genau, wie gesagt, hinter dem Lieferwagen, da ist das drin. Ja, wenn man dann alle 5 von den Dinger angeschossen hat, dann kommt man oder kann man einen extra Raum öffnen. Das kann man sehen. Ich habe es schon gewohnt, ich kann gar nicht mehr ohne rennen. Gell? Ich muss alles zusammenklappen, was da so umeinander liegt. So unglaublich. Ja, da ging es aussehen und beim Ausgang ist da der Panel.
Und da brauchen wir halt noch das letzte Ding. Jetzt haben wir 4 erwischt. Da ist der Ausgang oder Eingang. Da steht das letzte Teil. Das muss man auch zusammenschießen. Da, sehr gut. Und dann auf das Panel da drücken. Und wenn man da drauf gedrückt hat, dann kommt da ein geheimer Boss. Der ist auch nicht so ohne, weil der schießt nämlich mit einem Raketenwerfer. Ja, gut, dass ich das Set da habe. Da bin ich so leicht zum Umbringen. Also da wenig aufpassen. Und der kann Exotik droppen. Wie gesagt, kann. Bei mir ist leider nicht der Fall gewesen. Aber naja, wenn einer das kostet nicht viel Arbeit, da rennt man öfter durch. Und wenn man es mitnehmen will, soll man es mitnehmen. Und das wollte ich jetzt euch einfach nur mit sagen. Ja, ohne viel bla bla. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es ein wenig Führer gehaut. Und ja, man sieht sich auf alle Fälle. Servus, pfiat euch und habe die Ehre.